Es geht weiter, immer weiter, Freunde. Auch bei dieser neuen Aufnahme von Anno 1800. Wobei Aufnahme vielleicht viel gesagt, wenn ich Pech oder Glück oder was auch immer habe, könnte diese Aufnahme nur eine Folge lang werden. So, worum geht's? In dieser Folge will ich mal das mit der, was ich letzten Folgen vor allem schon ein paar Mal angedeutet habe, das mit den Hacienda Wohngebäuden und so ein bisschen richten und ja, wird wohl doch so sein, dass wir hier die Produktionsgebäude, also quasi Hacienda Fabriken, oder wie heißen die hier genau? Moment. Brauereien, okay, von mir aus. Die Hacienda Brauereien, dass ich die alle hier mache und dementsprechend natürlich auch die Routen und so neu organisieren will, weil, naja, sagen wir es, es ist die Idee, die Hacienda noch weiter auszubauen, auf dem Radius her und so, die ist vorläufig gestorben. Weil hier unten ist nämlich offscreen aufgefallen, weil ich mir dachte, komm, da muss ich das offscreen mal ganz kurz herausfinden, wie das alles genau funktioniert und so. Einflussbereich der Hacienda. Der Einflussbereich kann nicht weit ausgedehnt werden. 40 ist aktuelles Maximum. Habe ich recherchiert? Es stimmt. Mehr geht momentan nicht. Scheiße. Genau. Das heißt, ich kann das nicht weiter ausbauen. Was machen könnte, wäre halt die Lagerräume, die ich jetzt hier mal provisorisch gebaut habe, die noch nachher hier zu bauen, noch ein paar mehr und so, damit wir halt noch ein größeres Lager haben. Aber die kämen nachher hier rüber. Und hier haben wir das gleiche Fiasko wie eben schon beschrieben. 40, mehr geht nicht. Sprich, wenn ich hier das kombinieren will, alles zusammen, sprich, ich will hier Hacienda-Unterkünfte für Jornaleros, für Obreras, plus Lagerräume, plus Farmen noch haben, habe ich ein bisschen was zu tun, was die Planung betrifft. So. Bevor dann noch irgendwelche nochmal in die Kommentare kommen und so, von wegen, ja, lohnt es doch kaum, das zu machen und so. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe es wie gesagt oft noch getestet. Mit noch ein paar Gebäuden hier. Es lohnt sich wirklich nicht. Das stimmt sogar. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie Absolut hoffnungslos. Der Typ hier. Also, es lohnt sich eigentlich nicht. Aber in diesem Let's Play geht es mir auch darum, verschiedene Dinge auszuprobieren und auch wenn etwas jetzt nicht unbedingt gerade das Gelbe vom Ei ist, wenn es besser gehen würde, solange es irgendwie trotzdem noch gut aussieht und mir gefällt, auch rein optisch, dann einfach mal, will ich es trotzdem einfach mal drin haben. Das betrifft eben auch gewisse Produktionszyklen und so. Wenn man so sagt, lohnt sich gar nicht, oder irgendwie auch hier mit den Ölraffinerien und so, können wir das irgendwie auch besser machen, etc. etc. Oder hier mit dem Import, Export, also zum Beispiel hier in der neuen Welt. Warum mache ich das überhaupt, den Kaffee und so oder Alkohol zu geben? Soll es lieber für die alte Welt aussparen, alles dorthin exportieren? Könnte ich alles machen, will ich aber nicht. So, das soweit mal dazu. Bevor es dazu noch irgendwelche negative Kommentare gibt. Damit ich das schon mal vorneweg schon mal erklärt habe. Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Genau, was ich aber mache, ist hier mal die Goldminen abhauen. Weil ich sehe nicht, wieso ich die überhaupt brauche. Jetzt meine ich, wieso ich zwei brauche. Oder generell überhaupt welche brauche. Weil wir haben Goldminen hier auf der Insel. Zugegeben aktuell nur zwei. Das könnte sich aber noch ändern mit dem nächsten DLC. Denn angeblich sollen die Besucherhäfen. Nicht Besucherhäfen, Entschuldigung. Wir haben in der alten Welt ja die Pendlerkais. Die soll es in der neuen Welt nachher auch geben, aber halt über, ja, das Herrscher der Lüfte DLC, sprich über die Flugschiffe. Soll das irgendwie nachher möglich sein? Ich schätze mal, also was heißt schätze, oder sollten, das ist die Frage, wie viel soll man schon spoilern? Nein, seien wir ehrlich. Wie war es in der Arktis? Wenn wir hier etwas bauen wollten, hier zum Beispiel, Luftschiffhangar. Luftschiff zu bauen braucht es einen Hangar. Ich kann schon mal so viel verraten, es wird auch in der neuen Welt nach dem DLC sowas geben. Ist irgendwie auch logisch, also da jetzt anzunehmen, oh, Luftschiffe kann man irgendwie so eine Schiffsjacht bauen, wäre ein bisschen unrealistisch. Gas steigt weiterhin, sehr schön. Das nochmal ganz kurz dazu. Deswegen glaube ich, dass ich die Arbeitskräfte, Ressourcen miteinander teilen kann. Und ich will auch hier jetzt nicht irgendwie noch mehr Hacienda-Unterkünfte bauen. Ich könnte hier natürlich noch, aber wozu? Weil für so eine Mine brauche ich 100 Obrero-Arbeitskräfte. Also ich brauche irgendwie 3 volle
Oder fast voll. Also braucht zumindest 3 Häuser für Obreros. Die kriege ich hier eh nicht hin. Also lassen wir das fürs erste Mal. Kümmern uns um wichtigere Dinge. So. Genau, also. Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. Hier haben wir zum Beispiel auch die Goldminen. Sogar ein paar Stück. Ich glaube, alle 3 sind voll in Betrieb. Und eben hier haben wir, ich glaube, 2 aber gesagt, war. 1, 2. Und vielleicht kümmern wir sogar noch 3 um 4. Also 3 sowieso wieder direkt dabei. Und hier hätte ich auch noch Platz. Da oben wäre kein Problem. Hier unten müssen wir ein bisschen tricksen. Das Lager ist voll, Jefe. Aber auch das wird funktionieren. Deswegen haue ich die jetzt mal hier weg. Die finde ich, brauche es momentan nicht mehr. So. Dann, was ich dementsprechend auch mache, wie gesagt, ich will ja ein bisschen aufräumen. Ich reiß die mal alle weg hier. Und jetzt muss ich halt gucken. Hacienda. Wenn ich eben diese Gebäude, alle Gebäude bauen will, müsste ich das eigentlich ungefähr so bauen, war so ungefähr zumindest. Mal ganz kurz gucken, wie weit ich hier außen bauen kann. Okay, da wird alles gehen. Sprich, ich könnte sogar bis hier außen. Ich könnte hier zum Beispiel Lagerräume bauen. Zum Beispiel irgendwie. Als Beispiel, ich würde es so machen. Da Lagerräume bauen und ich hätte in diesem Kreis, hätte ich jetzt gesagt, hier oben. Vielleicht auch hier in dem Rand entlang oder so, oder sogar nur hier auf der Insel. Hätte die Brauereien. Und hier im Zentrum überall die anderen Gebäude. Die Hacienda-Unterkünfte halt, die eigentlichen. So, jetzt wie mache ich das? Ich habe ein bisschen Überschuss an Obreros. Das ist gut, das nutze ich nämlich gerade mal aus. Ich muss nachher weniger verschieben. Der war jetzt auch nicht so viel. Okay, ja. Gut, ich meine, schön wird es nicht. Jetzt muss ich halt wirklich da gucken, wie ich das mache. Also, Hospital kommt hier weg erstmal. Komm, shit happens, aber ich jetzt halt mal eine gewisse Zeit lang. Moment. Weniger Waren oder so. Sie produzieren alles relativ gut. Ich habe überall was Wichtiges im Überschuss. Auch hier mit den Waren und so. Okay, ich kann es also kurz leisten. Warte mal, die brauchen gar nicht mehr. So. Und dementsprechend, das wird jetzt wehtun. Das sind Schmerzen, Freunde. Das sind Schmerzen. So. Kapelle kommt auch weg. Ihre Zustimmung ist mir ebenso recht und billig wie Ihr Untergang. Ah, Sie schließen sich der gerechten Sache an. Krass, die Bilanz stimmt immer noch. So. Mal hier kurz neu gebaut. Das kann dann auch schon mal alles weg. Hier kommt nachher vielleicht auch noch mehr weg. Wir müssen mal gucken, wenn es soweit ist. So. Jetzt habe ich hier natürlich momentan nicht mehr so einen großen Einflussbereich, das ist klar. Das war jetzt vielleicht genau aus dem Grund ein bisschen unpraktisch, was ich gerade gemacht habe. Es war also nicht mehr, wo das scheiß Ding vorstand. Und dann nur 15. Schade. Naja, wird schon gut gehen. Also. Ich muss hier ein bisschen gucken, wie ich das jetzt bauen will. Das könnte jetzt sehr speziell werden, Freunde. Ich muss natürlich auch die ganzen anderen Gebäude noch bauen, die es braucht. Wo? Da unten mal ein paar Arbeiter fehlen, mein Gott. Boah. Ja, fehlen ein paar viele hier oben.
Wobei zum Glück sind Boxkampfarenen und Kapellen nur für den Glücksfaktor da. Damit sie ein bisschen glücklicher sind. So, Mal gucken, wie ich hier den Landbau am besten spiele. Immer so Vierer-Dinger. Wäre eine Option, war. Okay. Den Platz ummachen für was anderes. So, warte mal. Hätten wir das so, dann Blaupause-Modus. Kommt mal wieder zurück. Bis sie natürlich eingezogen sind, dauert es ein bisschen. Mache ich hier vielleicht Kapelle und Boxkampfarena doch noch. Kapelle werden wir relativ überall brauchen. Das muss man gucken. Hospital, aber jetzt irgendwie ihm versetzt, okay. Eigentlich wäre es hier natürlich besser. Die Menschen lassen sie hochleben. Vielleicht sogar genau hier. Spital drinnen in der Boxkampfarena. Oh, ist doch praktisch. So, was ist dann? Ja, Boxkampfarena, weg. Eine Feuerwache hier unten brauchen wir, weil wir da schon eine haben. Das heißt, die kommt hier oben hin. Theoretisch eigentlich auch hier hinbauen. Na, wobei. So, bauen wir es mal aus. Genau wie das hier. So, das dauert natürlich ein bisschen, bis die alle hier eingezogen sind. Das ist mir bewusst. Trotzdem haben wir wieder Zeit jetzt ein bisschen, um das hier unten zu planen. So, da wird es noch nicht reichen. Hier unten, da umbauen. Das heißt, ich hätte doch noch Platz hier unten. Oder ich lasse da noch frei. Ist nach wie vor nur 15. Der Streik wurde beendet. Sehr schön. Ja, 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 ja. Echt die Frage, wie weit kann ich da gehen mit diesen ganzen Gebäuden hier? Du hast wahrscheinlich, dass ich hier eben nur so eine Linie bauen kann, weil ich eben nur eine Kapelle brauche. Ja, gucken wir mal. So, was wir natürlich auch brauchen, und dürfen nicht vergessen, vorne sind die Lehrerunterkünfte. Die hätte mir gedacht, versuche mal hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Was du nicht sagst. Wäre mir nie im Leben aufgefallen. So, kann ich hier außen bauen? Es mangelt an Arbeitskraft. Mhm. Wird besser, hilft, was man sagt. Ups. Oder ich mache den gar nicht so.
Ups. Okay, da geht's eh nicht. Das heißt, sie können die Straße auch anders bauen. Vielleicht kommen wir da oben noch hin. Zack. So. Da kann man ein bisschen schneller ausbauen, kann sie ja schon. Von 200 auf dieser Insel. Okay, dann bleiben wir ein bisschen Speed geben, Freunde. Damit hier der Kack gerade mal ein bisschen größer wird. So, wir haben vor allem diejenigen. Da dauert jetzt halt ein bisschen, wa? Die Waren hier haben wir alle, das ist nicht das Problem. Klar, Produktion, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir das haben. 28 pro Haus klingt zuerst nicht viel, müsste es aber trotzdem sein. Okay. Das Gute ist ja, dadurch, dass ja alle Gebäude gleich groß sind, kann ich auch problemlos einfach dann neue Gebäude, also Gebäude einfach ersetzen. Bis jetzt reicht das noch. 200, ja eben, sie steigen halt nur sehr langsam. Da bin ich schon auf sehr schnell, aber ich ziehe echt langsam ein. Alter Schwede. Gut, während die hier noch überlegen, baue ich hier unten noch mal ganz kurz um, denn es ist mir oft aufgefallen, dass ich noch ein bisschen optimieren könnte. Ne, hier unten war glaube ich gut, da glaube ich nichts mehr. Was ich noch hatte, warte mal, wir haben hier eine Feuerwache. Und hier eine, genau. Aber das hier nimmt ja eigentlich Platz weg, von dem was wir noch gebrauchen könnten. Deswegen ich das hier so machen. Moment. Dem auch, glaube ich, hier hin. Könnte ich theoretisch da noch irgendwas machen. Kann den natürlich ein bisschen nach oben versetzen. Das wird auch noch gehen. Weil es hier keine große Rolle mehr spielt. Dann ja, wobei ich glaube, das war schon so richtig. Da wollen wir nicht noch großes anderes machen. Vielleicht doch. Ah, endlich mal ein bisschen mehr. Tatsächlich hätte das noch hin überlegt, oder? Genau, so rein versetzen, dafür den noch ein bisschen nach oben. Da war doch was. Da war noch was, Freunde, da war noch was. Ich glaube, den hier braucht es dann nicht mehr. Der kann weg. Es mangelt an Arbeitskraft. Was glaubst du, was ich hier gerade treibe? Die theoretisch noch reinpacken. Und hätte noch mal ein paar.
So, haben wir hier das Problem, aber eben da. Jetzt kann ich nicht mehr so viel optimieren, dann lassen wir die einmal so, wie die hier sind. Ich würde sagen, das passt dann so. Theoretisch könnte ich den hier nach unten verschieben, weil ich glaube, hier macht am meisten Sinn. Nein, nicht ganz. Aber hier macht er Sinn. Den Platz könnt ihr nochmal für weitere von denen einsetzen. So, weil das auch nochmal optimiert. Alles wäre drin. Perfekt, da ist auch gut. Hier glaube ich auch. Okay, vielleicht hier mit den Häusern und so, dann nochmal ein bisschen was anderes machen muss, aber egal. Dann habe ich hier eine Feuerwache da unten. Wir haben da eine. Eventuell nochmal verschieben, das gucken wir dann, wenn es soweit ist. So. Jetzt hier. Sind immer noch im Einzug, sind noch nicht alle drin. 20 bei 400. Okay, dann müssen wir ein bisschen hoch. Ja, die beiden müssen auch noch klappen. So. Klappt der auch noch? Jo. Wunderball. Oh. Was haben wir hier noch Unschönes, wa? Was zum... Ah, da geht's gar nicht anders. Schade. Heißt denn eigentlich, dass es hier gar nicht so schlecht wäre, wenn ich schon vorher abbrechen würde, wa? Nehmen wir es einfach so. Kann ich hier nochmal so ein Häuschen, Kabäuschen bauen? Jo. Ah, schon mal über 400, geil. So, wie weit ist jetzt der Einfluss? Der Radius ist fast überall, perfekt. Ja, zieht ein, meine Soldaten, zieht ein! Was? So, ich glaube, wir haben ein paar zu viel gebaut von denen. Aber ist egal. So. Mal gucken. Die Kapelle müsste überall noch hinreichen. Jo. Dann die doch hier unten noch. So, in dem Fall war. Ach ja, Freunde, ich liebe, wenn ein Plan funktioniert. Und der Plan ist irgendwie so geil. Da gehe ich richtig steil. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, sind doch unterwegs. So. Es mangelt an Arbeitskraft. Schwieriger Typ. Ach ja, und übrigens, es mangelt an Arbeitskraft. So. Hier mache ich vielleicht noch was. Entschuldigung. Jetzt leckert das Spiel ein bisschen. Nur um einen verschieben. Obwohl, warte mal.
irgendwie wieder da hoch will. Das sieht irgendwie kacke aus. Ja gut, kann man ja so hoch, also. Oder den weglassen, den machst du nur von hier aus, spielt auch keine Rolle. 30. Es läuft, es läuft. Mach die auch schon mal. Und damit wir das schon mal haben. So, und rein theoretisch aktuell jetzt bei den 32, weil die Hüte kommen auch bald. Aber ja, ich meine, bis die hier 32 haben, sprich bis die voll sind. Ich finde es irgendwie schade, dass ich irgendwie nicht sehe, was irgendwie momentan das Maximum wäre. Dass ich schon mal eine Ahnung hätte von wegen, es ziehen noch so und so viel ein, okay. Das ist gerade ein bisschen schade. So. Was, wo? Hä? Der ist ja voll drin. Was vorhin für noch nicht drin, das könnte sein. So, 35. Von 1000 auf dieser Insel. Okay, haben wir auch bald. Ach komm schon. Na jetzt. Was ich Ihnen jetzt noch vorhatte, ist Brauereien auch ein paar. Die Lagerräume sind natürlich optional, aber ich finde eigentlich die Idee dafür noch schick. Eine Armee davon. Wie viel kann eines davon Platz generieren? 50, okay. 200, 300, 400, sagen wir mal 500, wa? Also bist du im Einzugsbereich. Hallo. Hier, guckst du. Ja, Journalierer sind bald auch voll. Okay, gar nicht weit ausgedehnt, wir sind schon bei 40. Ja, er hat wieder ein bisschen falsch platziert, das war zu erwarten. Kacke. Dafür hier oben ist gar nicht mal so schlecht. Da heißt es jetzt wirklich vorher die Brauereien hier oben zu bauen. Ups. Wie viel haben wir jetzt aktuell hier unten? Für mich die Netze auszuwerfen? Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Das hoffe ich auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 haben wir also da mal überlegt. Kriege ich hier locker irgendwie auch... Oh ja, das mit locker. Was da vielleicht hier draußen? Schon Leo vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mal gucken. Ja. Ich lebe halt. Ja, hab ein bisschen sehr übertrieben hier. Scheiße. Oder untertrieben, nachdem. Die Frage ist jetzt halt, der ist schon bei 40, der wird nicht mehr weiter ausgebaut. Das heißt, hier bin ich eigentlich auch fertig mit dem, was ich bauen wollte. Aber ich hier noch ein bisschen Platz frei. Und hier, das mit dem nächsten DLC gar nicht mal so übel. Jetzt aber hier unten und hier oben. Also hier oben will ich eigentlich nicht groß noch irgendwelche Wohngebäude bauen. Hier hinten noch ein bisschen Platz übrig. Ah, ist denn doch so?
Oder die Asena Brauereien, ja. Oh, no, auch viel Platz, sehr viel Platz sogar, mehr als ich jetzt gerade dachte. Das wird jetzt ein paar von denen hier oben. Das irgendwie gesagt, macht irgendwie mehr Sinn. Als ein paar von denen, außer... So, wie weit kommst du genau bis dahin, wa? Mhm. So, Freunde, ich weiß, die Folge ist bereits vorbei, ist mir gerade egal. Machen heute sowieso eine längere, aus einem gegebenen Anlass. Die nächste Folge will ich mit dem DLC starten. So, kann ich jetzt schon mal so weit vorne wegnehmen. Jetzt natürlich so, wenn so die ein oder andere sagen, DLC kommt doch erst dann und dann. Ja, das stimmt. Das DLC ist, wenn die Folge hier rauskommt, noch lange nicht so weit. Und ich werde es deswegen so machen, dass es von Anno nach dieser Folge bis zum Release vom nächsten DLC eine kleine Pause geben wird. Das ist auch für mich gar nicht mal so schlecht, damit ich auch ein bisschen was vorab aufnehmen kann mit anderen Projekten, mal ein paar Gedanken machen kann, was künftig handhaben möchte mit allem, etc. etc. Ich meine, die Folge hier müssen am 4. September rauskommen, das DLC kommt glaube ich am 20. September raus, sprich es sind dann, weil es ja als Wochenende Folgen gibt, vielleicht mache ich jetzt die nächste Folge dann sogar am Freitag, also knapp 2 Wochen, ein bisschen mehr als 2 Wochen, keine Ahnung, Let's Plays, also keine Ahnung, Parts. Finde ich persönlich jetzt nicht so tragisch, deswegen geht die Welt jetzt nicht unter, wenn man 2 Wochen Anno ausfällt, dafür halt vor allem andere Projekte eher dran kommen. So, ich überlege jetzt gerade, was hier das Beste wäre. Ich glaube, grundsätzlich spielt es egal, wenn ich es mache. Ist natürlich der hier im Weg, wa? Das wird einigermaßen aufgehen. Ich kann natürlich noch ein Gebäude à la Lagerhäuschen bauen. Zwar nicht direkt hier. Jetzt gerade irgendwie auch nicht. Hier oben könnte ich eins bauen und hier unten noch eins. Für Zukunfts-Michael, damit er ein bisschen Bescheid weiß, aber ganz ehrlich, irgendwie gefällt mir das noch nicht so richtig. Wir haben hier von den Gebäuden, von den Möglichkeiten. Wir können 3, 4, 5 Dinge bauen. Verschiedene. Wir nehmen 2 Stück, also 10 Stück würden sich schon anbieten, damit ich sage, hey, ich habe von jeder Brauerei jeweils ein Exemplar. Würde irgendwie Sinn machen. Fange mich halt, will ich nicht lieber irgendwie die verdammten Lagerhäuser hier oben bauen. Auch hier keine Straßen und so, was sowieso irgendwie hässlich aussieht. Ein Lagerhaus funktioniert auch für sich selber fertig. Ich baue die ganzen Hacienda-Dinger hier unten hin. Aber, das sieht natürlich jetzt auch schon, was mit dem Platz. Weil Hacienda, gut, ich habe natürlich noch ein bisschen Platz, aber schon noch, aber jetzt nicht so viel. Wenn ich so bauen würde, dann kriege ich jetzt nicht so viel hin. Die sind hier halt doch ein bisschen sehr groß, wa? Muss man mal so sagen. Die Kapelle, die ich jetzt hier gebaut habe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die kommen nicht mehr ganz bis da unten hin. Die Boxkampf-Arena jetzt auch nicht. Das ist mir persönlich ein bisschen egal, muss ich zugeben. So. Hier ziehen Leute immer noch ein, also Obreros, Jornaleros, ein bisschen übertrieben, wie es aussieht mit den Häusern.
Das könnte man nochmal optimieren. Also die paar hier oben reichen offenbar. Mann. So. Den dahin, den dahin. Und eben, ne, kann hier oben und so, ich kann überall noch ein bisschen ausbauen. Gut, so gehen hier unten nicht mehr so. Hier muss ich eben noch ein bisschen gucken, mir gefällt der ganze Weg und so überhaupt nicht mehr. Das sieht alles so scheiße aus. Die Eisenbahnlinie irgendwie nach unten ziehen oder hier drüber. Was irgendwie so rüberziehen würde und so und dann direkt oder sogar von hier. Hallo? Okay, will er gar nicht. Ja, von hier aus. Gut, es sind zu viele Straßen, deswegen geht's nicht. Das können wir dann in der nächsten Folge noch überlegen. Und ich glaube, Zukunfts-Michael, der wird dann denken, oh, scheiße, was hat denn der Spinner in der letzten Folge gemacht? Oh, und sogar ein Luftschiff von übrig, stimmt ja. Flugroute ist eingezeichnet. So, wir haben noch knapp 3 Minuten bis 40 Minuten voll hätten. Okay, ich glaube, das kriege ich jetzt mit der Einwohnerzahl mit den Obreros nicht mehr hin. Ich glaube auch überall noch nicht alle eingezogen sind. Ihr seht, hier fehlen dann noch alle. Bis 36. Hier fehlen noch eine ganze Menge. Sind noch nicht alle ganz drin. Wobei fast alle. Gut, aber kann zählen, wenn ich sage, hier machen nochmal 1, 2 Häuser mit denen mehr. So. Zum Beispiel oder hier oben. Gut, hier oben jetzt auch wieder ein bisschen knapp. Ja, das muss ich definitiv nochmal gucken, wie ich das irgendwie besser handhaben möchte. Von 20 können sogar aufgehen, wa? Ja, der hat mal 20, 23, stimmt. 320. Diese verzogenen Obreros wissen nicht einmal, was Arbeit heißt. Schade, wa? Steuere! Flugroute ist eingezeichnet. Dann nochmal. Ah, das ist der Kurfürst. Gehen ein bisschen die Waren zur Neige, wa? Ja, wenn wundert's. Kann ja nichts herstellen in der Zeit. Also, jetzt bin ich schon wieder hier auf voller Montur, auf Highspeed unterwegs. Sehe ich nicht irgendwo, wie viele Häuser ich habe? Dann könnt ihr schnell auswählen, ob es schon reicht. Legen Sie die Karten auf den Tisch. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Jo, ihr auch. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Wir nehmen es. Danke. Müssen natürlich alle bei Laune halten, hey, ist schon klar. So, die Arbeiter kommen langsam aber sicher zurück. Trotzdem muss man mal gucken, ob ich das echt so machen will. Und generell natürlich auch mit Lagerhäusern, wa? Ich meine, ist die Idee hier. Für unsere Freunde.
Meine Güte. Das wäre eine Option. Seien wir ehrlich, ich brauche eigentlich die Lagerhäuser nicht unbedingt. Das ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja auch mehr so ein Nice-to-have-Faktor, noch ein paar zu haben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wenn Sie mal draufschauen möchten. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich verstehe nicht ganz, was ihm jetzt so wichtig am Nicht-Angriffspakt. Wir sind eher auf Handelsrecht, aber von mir aus. 100 ist eh nicht schlecht, dann kann ich wieder mal ein paar Inseln von ihm klauen und dass er direkt ausrastet. So. Ja, wir gehen auf Ende der Folge zu, weil diese Folge auch dezent länger als sonst. Also nicht nur statt 20, 30 oder 40 Minuten, sogar vielleicht eine Stunde. Weil ich meinem zukünftigen Ich doch irgendwas Brauchbares übergeben möchte. Nicht irgendwie so ein Hallodri-Kram. Insellager in Tonnen haben wir aktuell 550. Mit den ganzen hätten wir nachher viel. Will ich überhaupt so viel haben? Na, nochmal ganz kurz gucken. Ah, warte mal, ich sehe es ja, wenn ich hier verschiebe. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, was auch sonst. Ich habe ja sonst nichts zu tun, wisst ihr? Ich habe jetzt mal Holzfälle, da habe ich nie gedacht. Auf Kurs. So, die Zeit gucken. So spät. Also jetzt auf die Zeit im Real Life wollte ich gerade gucken. Echt lange unterwegs. Okay, dann lass den mal, weil das Spiel will mich regelmäßig wieder darauf hinweisen, es gibt Ruinen in der Stadt und so. Ups. Falscher Ort. So. Jetzt habe ich eigentlich hier keinen Platz mehr drin. Warte mal. Die garantiert mal drin. Vielleicht mal aus Versehen mal ausgelöscht. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Mhm. Und plötzlich sind es 1000. Sehr gut. Du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Heißt aber dementsprechend aus, ich brauche gar keine Straße. Das ist schon mal erfreulich. Kann ich also dementsprechend einfach irgendwo hinbauen, wo ich den Platz habe. Eben zum Beispiel auch hier oben. Und das ich noch ausbauen möchte. Also ist zwar eine Variante, aber irgendwie gefällt es mir nicht ganz so gut. Ich könnte auch hier nochmal umbauen und die ganzen Gebäude hier unten hinbauen. So zum Beispiel. Weil wir gesehen haben, man kann hier nicht nochmal durch. Ne, hier ist schon zu eng. Das geht also nicht mehr. Sie lieber die Feder oder das Schwert? Nun, das ist vielversprechend. Dauert echt, bis die alle einziehen, wa? Alter Schwede. Oder ich glaube, darum wird sich Zukunfts Michael kümmern.
die temporär mal dahin. Und die so. Dann haben wir nochmal ein paar mehr, die dazukommen werden. Irgendwie, glaube ich, die Idee hätte schon was, wenn ich die ganzen Dinger hier, die Brauereien hier außen machen würde, in einer Linie quasi. Und die Dinger dann hier drin. Die kann ich einfach so platzieren, die brauchen keine Straßen, nix. Dann mit Lagerhäusern, vielleicht hier unten nochmal einziehen, da oben nochmal einziehen. Und dann dazwischen auf diese Brauereien. Weil eben, ich komme mit dem doch relativ weit nach unten. Das ist soweit schon mal gut. Dann ist dann noch das Problem mit den Wohnhäusern. Natürlich, das Szenario wird nur dann funktionieren, wenn die Gebäude, die ich bis jetzt gebaut habe, ausreichen. Das ist ein bisschen das Problem. Denn das nächste DLC kommt ja, wie bereits erwähnt, in der nächsten Folge und ich kann nicht genau abschätzen, wie viel Arbeitskräfte wir dann brauchen werden. Also was noch dazu kommt. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Deswegen kann man da schon mal sagen, es könnte auch alles Mögliche passieren. Können wir noch nicht genau abschätzen. Deswegen glaube ich, bringt es auch noch nichts, wenn ich jetzt schon bis in die Endphase plane. Sondern sage einfach, das, was momentan noch einziehen in Obreros, das reicht definitiv, was wir bis jetzt gebaut haben, weil hier überall fehlen noch Leute, die reinkommen. Und nachher muss ich eben gucken, mit den nächsten DLC, mit neuen Gebäuden, die da kommen, wie viel Platz nehmen die zum einen weg. Dementsprechend kann ich noch ein bisschen umbauen. Und wie viele Arbeiter brauche ich dafür noch? Brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Jornalero. Da brauche ich wesentlich mehr Obreras noch und vor allem natürlich was mit den Brauereien war. Setz dich lieber in den Schatten, Und bei den Brauereien brauche ich ja vor allem auch die. Da heißt, ich brauche noch ein paar Gebäude. Die Jornalero ist nicht viel, vielleicht sogar nur die 3 hier. Das wird vielleicht sogar reichen. Baut noch ein bisschen was. Und eventuell aber doch, dass ich dann sage, vom Platz her, reicht doch nicht. Die Lagerhäuser hier, coole Idee, aber doch nicht so. Brauche halt doch irgendwelche normalen, die Dinger hier nochmal hin. Depots, die ich überall hier im Lager bauen kann. Oder mach sonst irgendwas in der Art. Reiß die weg und baue nochmal mehr Gebäude, Wohngebäude auch hier oben nochmal hin. Daneben den Einflussbereich hier, den habe ich ja. Insofern sollte das zumindest kein Problem sein. Jo, und dann sage ich an der Stelle, Freunde, danke fürs Zusehen. Auch schon über diese lange Ära. Vielen Dank für diese Treue. Wir sind jetzt bei Folge 361. Ich kann schon mal sagen, das ist irgendwie ein Glücksfaktor oder so, per Zufall, keine Ahnung, dass bei den letzten DLCs, die haben immer irgendwie 30 Folgen lang gedauert. Kurioserweise. Also sowohl das mit Keim der Hoffnung, also jetzt aktuell noch dran sind, oder auch das letzte, was wir zuvor noch hatten, hat irgendwie auch 30 Folgen. Also natürlich ohne Szenario, Szenario ist ein anderes Thema. Und ja, macht weiterhin Spaß da mit den neuen DLCs und so, vor allem neue Welten, die dann ein bisschen umbauen, hier und da optimieren und gucken, wie kann ich mit der alten Welt kombinieren. Und ja, mit den neuen DLC werden wir auch in die alte Welt zurückkehren müssen. Und es gibt dort so viele Dinge, die wir mit der alten Welt noch machen können, das geht gar nicht anders. Das zu ignorieren, nee, das tun wir nicht. Aber ja, in dem Sinne, La Isla umgebaut, Phase 1, Phase 2 kommt nächste Folge mit dem neuen DLC, bin schon sehr gespannt darauf. Sage an der Stelle, danke fürs Zusehen. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, also gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wie bereits erwähnt, da wird eine kleine Pause geben. Ich glaube, irgendwie so ein, weiß gar nicht, 30. September? Nee, Quatsch, wäre ein bisschen spät, war. Egal. Einfach vermutlich ungefähr in der Woche, in der das DLC rauskommt, wird die nächste Folge von Arno kommen. Sage an der Stelle, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.